Hallo, ich bin heute am Park, wie ihr könnt gesehen, an lo will ich natürlich gerne auf den Kirchbierger op. Und da gibt es seit ein paar Jahren eine super Erfindung, die heißt Funikulär. Und wir treffen heute Jeff, einen super coolen Typ, den du schaffst, und der wird sicherlich mehr darüber erzählen. Ich gehe so, geht los, und ich bin motiviert. Ja, Chef. Sorry? Hey, was? Gut, dass du hast jetzt Sachen Kunst kriegst. Ich kann nicht mehr. Ja, meinst du, wofür wir heute gerade alles dafür gebaut haben? Ja. Nee, kein Problem. Komm, nimm mal ab, weiß ich alles. Und dann weißt du mehr. Hey, Sarah. Das mich einfach mal interessieren, dass für allem, wie bist du an wie war dein beruflicher Werdegang? Ich hatte mit 15 Jahren eine Lehre angefangen, die hat dann 3 Jahre gedauert. Meine Lehre habe ich als Mechatroniker aufgeschlossen und hinter dem habe ich dann meine Karriere auf der CRL angefangen. Okay, cool. Aber wie bist du dann hier auf der Heuplatz gelandet? Ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten, dass du da gerade hier im Funikulär gelandet bist. Wie wäre das gegangen? Ma Internet hatten sie Leute gesicht, weil hier das ganze Projekt neu aufgebaut gouf an du sind vielleicht mal Gesicht für dann du können eng Kipp man zusammenstellen an du bisschen durchgelesen was da von besser war du nicht mich gesprochen gefehlt an dass das Mädchen zu meinem Profil passt und hinter dem wünsche ich mich nur gemeldet und du kannst schon neue Formation und Ausbildung und werden. Das ist cool. Ja, du bist so seit 3 Jahren schaffst du hier Funikulär und ich meine, was mich enorm interessiert, dass uns man ein bisschen darüber erzählen und auch etwas mal kannst weisen hier. Wenn du willst, können wir eine kleine Tour machen und dann weißt du alles. Das ist gut, kein Thema. Kann man direkt machen? Das machen wir, alle. Die Maschine rangeht, ein bisschen hart, du weißt, also ein bisschen aber alles. Ja, du Friedrich, ich bin sicher, wie die ganzen Maschinen hier funktionieren. Kannst du dann ein bisschen genauer erklären? Wenn du guckst, die 2 Kabinen die hängen an einem Seil und die gehen einfach just quasi vom Motor angegriffen. Die eine Kabine wird aufgezogen und die andere geht auch aufgelöst. Der Ganze ist dann auch noch mit der Hydraulik gebremst. Und dein Alltag, wie sieht den heute so aus? Ist das immer variiert, von Woche zu Woche, geht Woche Plan oder wie sieht das aus? Also wir schaffen noch eine feste Rolle und da zählt natürlich auch eine Freischicht, eine Mittelschicht und eine Nachtschicht. Es variiert natürlich, dass wir verschiedene Freischicht tun und so dekaliert schaffen. Aber das sind sich quasi geregelte Schichten. Wie ist das dann im Alltag? Hast du auch direkten Kontakt mit den Passagieren oder wie kann ich mir das vorstellen? Also so indirekt haben wir Kontakt mit den Passagieren. Wenn Leute vorhin hätten, können sie natürlich zu uns kommen. Wir helfen so weiter, wie wir es können ermöglichen. Oder auch von anderen Leuten geben sich nicht berühren, dann interagieren wir natürlich auch. Das ist natürlich immer zugunsten von den Leuten. Also wir sehen auch für sie durch. Ja, also das ist auch so zum Beispiel, wenn wir so von der Sicherheit schwätzen, muss man auch immer gewährleisten für die Leute. Und da kann man natürlich auch dann zum Beispiel weil die Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollen, direkt interagieren. Natürlich dann hast du auch aber viel Responsabilität. Ich meine, das ist ja ein Feld, also du bist extrem viel responsabel. Wie gesagt, das so aus. Ja, also klar, also du als Responsabilität ist natürlich immer die Sicherheit zu gewährleisten. Natürlich, wie ich dann solo kurz angeschaut habe, dass dann solo weil eigentlich nicht funktioniert, kann man direkt interagieren, dann die flecken oder kurz aus dem Betrieb setzen, dass die Leute aber können wir vorhin dann hin und bisschen sich alles beruhigt, da kann man alles Sachen direkt zur Platz flecken. Chef, wenn du schon Lust hast, Teil von Ihrem Gruppe zu gehen, was müssen Sie genau dafür machen? Also eine technische Ausbildung oder so wie technische Interesse, das wäre schon oberhalb für heute, können die Ausbildung schon gut zu meistern. Aber natürlich also kann sich quasi jeder melden, an den Mengen tief Pferd springen und technisch interessiert sind. Wieso nicht? Also den kann sich ruhig schon melden. Ich meine, die lassen wir mal zu 2. Ja.
wann du auch Lust hast, einen Job zu finden, den dich erfüllt, an als deiner Passion, den Arbeit zu machen. Dann tritt auch du der CRL-Familie bei und guck, ob jobs.crl.lu noch. Ganz gut. Na ja. Ciao.